Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 22. Bundesligaspieltag 13:0 bei Werder Bremen gewonnen. Und wie immer, bevor wir da reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit gehen wir rein. Am Ende des Tages natürlich ein verdienter 13:0-Sieg, in der Höhe auch völlig in Ordnung, denke ich. Chapeau an Werder Bremen, ja, dass sie die erste Viertelstunde so bestritten haben und auch die erste Viertelstunde und dann nochmal zwischenzeitlich 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Ich denke, das war von Bremer Seite dafür, dass sie dann mit diesem Spiel seit 12 Spielen nicht gewonnen haben. Schon eine starke Leistung. Wir hatten einige Probleme, was Fehlpässe anbelangt, was Ballsicherheit anbelangt. Vielleicht auch ein bisschen den Platz bedingt, ja. Der war jetzt auch nicht der Beste. Darf natürlich keine Ausrede sein, erst recht nicht in dieser Häufigkeit. Ähm, ja, ich habe es schon gesagt, ja, die erste Viertelstunde, erste Halbzeit gehörte Werder Bremen. So nach 20 Minuten waren wir dann in unserem Spiel. Ballbesitz, Ballsicherheit, ja. Harry Kane heute wieder überragend, ja. Der Sky-Kommentator Kai Dittmann hat es am besten zusammengefasst, nachdem Harry Kane ausgewechselt wurde. Eigentlich müsstest du 3 Spieler einwechseln für Harry Kane. Ja, den Stürmer Harry Kane, den Spielgestalter Harry Kane und den Sechser Harry Kane. Und genau das war er heute. Ja. Überragendes Spiel. Kommen wir gleich nochmal drauf in der Spielerbewertung. Ja, dann war es ein Spiel, wie es ein Bayern-Spiel ist, ja, mit, wie ich schon sagte, ungewöhnlich vielen Ballverlusten, ja, aber auch Bremen halt viele Ballverluste. Dadurch war es dann zwischenzeitlich auch ein bisschen zerfahren mal. Die klareren Torchancen hatten natürlich wir, ja. Werder Bremen hat bis zum 16er hin immer ganz gut gespielt, ja, auch gerade zweite Halbzeit. Aber dann hat man gesehen, dass denen einfach die Qualität fehlt, da vorne irgendwie einen richtigen Stürmer oder einen richtigen Abschlussspieler zu haben, ja. Das ist natürlich, das war nix. Ich meine, die Bremer sind auch nicht umsonst seit 12 Spielen ohne Sieg, ja, und da hat man heute gesehen, woran das liegt, ja. Da ist einfach keine Qualität im Abschluss vorhanden. Das muss man so knallhart sagen. Die Einstellung hat gestimmt bei Bremen, ja, die haben sich gewehrt, waren gut drinne. Ähm, ja, und bei uns, ist es einfach Harry Kane, ne? Und der hat unser Spiel heute getragen, ja, zu großen Teilen, sowohl in der Spielgestaltung wie auch vorne. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, zweite Halbzeit dann dasselbe Bild, wobei Bremen da eine stärkere, längere Phase hatte. Ja, also das waren eher so 15, 20 Minuten. War auf jeden Fall ein bisschen länger wie in der ersten Halbzeit, wo sie klar besser waren. So, das muss man mal ganz klar sagen. Aber wie ich schon sagte, bis auf die eine Chance, der Schuss dann zentral. Ja, sie hatten noch diesen Pfosten-Kopfball, da sah Jonathan Tah nicht gut aus, das muss man auch mal sagen. Ansonsten war es ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm, kommen wir aber auch in der Spielerbewertung zu. Aber das war es, was Bremen hatte. Ja, da war nichts annähernd, was mal aufs Tor ging oder Richtung Tor ging. Sie waren sehr gefällig so, ja, keine Frage. Wir haben auch sehr viel zugelassen, wenn man's so nennen möchte, ja. Weiß nicht, ob der Titel Arbeitssieg heute passt, irgendwie schon. Man hat gesehen, dass es wieder am Ende einer englischen Woche war. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber am Ende, ja, verdient 3:0 gewonnen. Du hast das gemacht, was du machen musstest. Ja, dass das nicht irgendwie ein Selbstläufer wird, wenn du sogar keinen Bock hast, ist auch klar. Dafür ist es Bundesliga. Aber wir können schon auch ein bisschen froh sein, dass Werder Bremen heute nicht irgendwie die Abschlussspieler hat, ne? Sonst wäre es vielleicht noch mal 'n interessanteres Spiel geworden, was es dann zum Glück nicht geworden ist und wir das Ding dann safe nach Hause gespielt haben. Gut. Ja, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Das sollte eine klare Sprache sprechen eigentlich. Ihr seht 35:65% Ballbesitz, Abseits 2:3, Fouls 10:6, Zweikampfquote 57:43, Schüsse aufs Tor 3:8, Schüsse insgesamt 14:11. Ähm, ja, da sieht man das schon, ne? Ecken 2:4, angekommene Pässe 295:637, Flanken 9:10. Schüsse insgesamt Diaz 3, Harry Kane 3, Serge Gnabry 1, Torschussvorlagen Diaz 1, Davis 1, gewonnene Zweikämpfe Karl 9, Diaz 6, Tah 5. Ballkontakte 115 Kim,
108 Kimmich, 97 Goretzka. Gefoult worden, schenken wir uns wie immer. Ja, damit gehen wir auch schon direkt rein in die Benotung. Ja, ich denke mal, Vinny, dass es eine gewisse Rotation gibt, war klar. Dass man wieder einen Kimmich dahingestellt hat. Ich denke, Kimmich hat heute wieder eindrucksvoll bewiesen, dass das too much war. Das war nämlich heute gar nichts von Josh. Kann man drüber streiten, dass ein Neuer im Tor stand, kann man drüber streiten. Ja, wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, wenn ihr das Video seht, weiß man es wahrscheinlich schon, ob es einfach jetzt nur Gönnung war oder ob Manu irgendwie angeschlagen war, irgendwas gespürt hat oder sonst was. Ja, ist okay. Note 2 von meiner Seite. Die Wechsel, ja, ich fand es ein bisschen spät, wenn ich ehrlich bin. Ne? Gerade Bischof dann 76 und so weiter, weiß ich nicht. Aber alles gut. Ja, dass er überhaupt gewechselt wurde, ist ja fein. Wir haben jetzt jeweils 7 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel. Ja, also da kann man jetzt noch mal ein bisschen was schärfen. Bin ich sehr gespannt drauf. Also, Vinny hat alles richtig gemacht. Note 2 von meiner Seite, 3-0 gewonnen. Von daher hat er alles richtig gemacht. Gut, fangen wir an mit Manuel Neuer. Ja, Manu ich habe jetzt auch nichts Schlechtes bei Manu gesehen heute. Ich überlege gerade, musste er irgendwas überragend halten oder so? Ich glaube auch nicht. Ja, ich glaube, der Ball, der gefährlich war, den Ubich halten musste. Aber vielleicht vergesse ich auch gerade irgendwas, keine Ahnung. Super schwer, mal den Torwart zu benoten in so einem Spiel, finde ich. Von daher gibt es eine Note 3 von meiner Seite. Punkt. Ja, heute ein bisschen ungewöhnlich, mache ich gleich den nächsten Torwart. Auch da mache ich die Note 3, weil auch da war nichts zu tun. Der eine Schuss, ja, aber der war zentral, der musste nur die Arme hochreißen. Das hat er sehr gut gemacht, so, ja, das ist gar keine, also eine 3 ist eine gute Note bei mir, ja, so, das sei mal dahingesagt. Aber ansonsten haben beide Torhüter wenig zu tun gehabt. Ubich hatte noch einen so einen schlechten Ball da, wo er das Spiel schnell machen wollte. Ja, von daher denke ich, mit einer 3 sind die beiden sehr, sehr gut bedient. Gut, damit sind wir bei Stunny. Stunny heute viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Ne? So ehrlich muss man sein. Auch gerade die erste Viertelstunde, aber da war die ganze Mannschaft nicht zugegen, war da relativ wenig zu sehen. Danach hat er die Rolle wieder sehr, sehr gut interpretiert. War natürlich nicht so das super geile Zusammenspiel, wie es mit Michael Olisse dann jetzt schon der Fall war, mit Lennart Kahl auf der Seite. Defensiv war es sehr ordentlich, wobei 1, 2 Szenen auch nicht so gut waren. Wie gesagt, das war heute sehr durchschnittlich. Von daher gibt es von meiner Seite die Note 3 für Stunny. Ja, damit sind wir bei Tah, habe ich ja schon gesagt. Bei dem Pfostenschuss von Bremen sah er nicht gut aus. Ich weiß nicht, warum er da nicht hochgegangen ist. Ja, vielleicht hat er gedacht, da ist kein Bremer Spieler mehr. Ist zum Glück nichts draus passiert. Das war schwach, so, das muss man sagen. Ansonsten war es ein sehr, sehr gutes Spiel von Jonathan Tah. Ja. Sehr, sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Da aus der Szene jetzt auch nicht so viel passiert ist, ziehe ich trotzdem eine halbe Note ab. Von daher gibt es jetzt 2,5. Ja, sind wir bei Minje, ihr habt es gesehen. Minje, der Spieler mit den meisten Ballkontakten und wahrscheinlich der Spieler, der am wenigsten rausmacht. Ja, ist auch nicht seine Aufgabe. Ansonsten hat Minje mir gut gefallen in der Defensive. Im Kopfball ist er stark. Auch da hatte er eine schwache Szene. Ansonsten, ja, Minje war 2, 3 Mal in höchster Not da. So, das muss man sagen. Aber auch Stunny wieder, ja, in der Position teilweise. Ich sehe Minje heute auch bei einer 3. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Sind wir bei Conny Leimer angekommen. Ja, auch Conny Leimer kann ich kurz und schmerzlos machen. Ist für mich heute Durchschnitt. Ist eine Note 3. Was ein bisschen schade war, Conny war oft in einer sehr, sehr guten Position und Spieler wie Serge Gnabry, Josua Kimmich haben es einfach nicht nicht gerafft, den Ball dann da mal in die Tiefe zu spielen auf Conny. Ja. Gerade erste Halbzeit, Conny sich 3, 4 Mal da angeboten, hat sich auch richtig aufgeregt teilweise. Völlig zu Recht, der Ball ist dann nach 3 Stationen später zu ihm gekommen, anstatt dass der Ball einfach mal ein bisschen in die Tiefe gespielt wird.
kann er sich zu Recht aufregen. Ansonsten war es Conny-like, ja, hat ordentlich verteidigt. Wie gesagt, auf der Linksverteidigerposition gefällt er mir besser. Weiß auch nicht warum, da scheint er irgendwie ein bisschen besser klarzukommen. Nach vorne hin war es okay, war jetzt noch nicht der Conny wie vor ein paar Wochen, ist aber auch normal, war angeschlagen und so weiter. Ich denke aber auch auf einem guten Weg. Note 3 für Conny. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Durchschnitt. Joshua Kimmich. Defensivverhalten heute Note 6. Ich habe keine anderen Worte dafür. Super viele defensive Zweikämpfe verloren. Ich erinnere nur an den Ball an der Außenlinie. Ja, also das ist, aber auch vorher schon. Ey, so viele Bälle defensiv verloren. Also Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Ja, ansonsten war es eine Note 3. Es war okay. Was den Spielaufbau anbelangt. Was mich extrem angekotzt hat, war immer dieses Warten auf Serge Gnabry. Ja, also es waren genug Spieler in der Position schon längst. Ja, das hat man in 2, 3 Szenen gesehen, bei 2, 3 Chipbällen, aber auch einmal, wo ein Harry Kane in die Tiefe startet. Ich glaube, in Luis Diaz. Und Kimmich wartet, bis beide im Abseits stehen und bis dann so 3 Sekunden später so Serge Gnabry sich auch mal bewegt da vorne in den freien Raum läuft und dann spielt das Serge Gnabry den Ball in den Lauf. Ja, das war sehr auffällig heute. Das war nicht gut. Ja, Kimmich heute von meiner Seite eine 4,5. Ich weiß, jetzt werden wieder alle schreien, ach, Kimmich war so stark und ja, gönnt euch. Ja, für mich war das heute gar nichts von Josh. Wirklich gar nichts. Der kann froh sein, dass da nicht eine 5 steht, Alter. Junge, hat der mich aufgeregt heute. Sorry. Ja, das war eine Katastrophe. Also Leon Goretzka war heute eine Maschine. Er hat Kimmich einen Rang abgelaufen. Leon Goretzka. Der hier. Hat Kimmich in den Schatten gespielt, Alter. In den Schatten. Selbst die Innenverteidiger haben ja schon dann angefangen, um Kimmich herumzuspielen und nicht mehr Kimmich den Ball zu geben, wenn er da in der Mitte rumstand, wie so ein Bedröppelter. Junge, Alter. Leon Goretzka für mich heute eine 1,5. Chapeau an Leon, wenn ich Hüte auf hätte, würde ich sie alle ziehen. Das war eine bärenstarke Leistung von Leon. Ja, warum die 1,5? Weil er das Tor auch noch gemacht hat. Ja, aber viel, viel wichtiger waren seine Zweikämpfe in der Defensive. Guckt euch mal gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, aber auch schon erste Halbzeit, wie viele Bälle er hinten weggearbeitet hat. Ob mit Grätsche, ob mit Zweikampfverhalten, super stabil gewesen. Ja, nichts abgeschenkt, nicht stehen geblieben, sonst was. Und dann noch vorne versucht, das Spiel auch mal schnell zu machen, das Spiel auch mal in die Tiefe zu machen. War dann auch in den richtigen Räumen, hat sich dann den Abschluss genommen, ja. Und völlig verdient das Tor gemacht. Ja, Leon Goretzka heute eine überragende Leistung. Ja. Wenn Leon Goretzka immer so spielen würde, dann würden wir auch nicht, oder würde ich auch nicht den Take bringen, dass Leon dieser Mannschaft nichts mehr geben kann. So, ja. Ich weiß nicht, ich habe gerade so das Gefühl, dass sich jeder zentrale Mittelfeldspieler von Kimmich emanzipiert. Ja, auch in Leon Goretzka war das heute scheißegal, ob ein Joshua Kimmich auf dem Platz war. Ja, das war sonst immer ganz anders. Da wurde immer gekuscht und quer und quer und quer. Und ja, ich warte mal, was der Josh macht. Und ja, das ist alles nicht mehr. Auch beim Pavlovic, super auffällig. Ja, das ist gut so, richtig so. Und Leon Goretzka war heute, ja, der viel, viel wichtigere Spieler wie Joshua Kimmich. In allen Belangen. Ob im Spielaufbau, ob vorne in den Räumen, aber auch hinten in den Räumen. Ja. So. Und das ist der Punkt, den man Kompany heute mal geben muss. Ey, du hättest den Josh auswechseln müssen. Viel, viel eher. Tom Bischof hat es überragend gut gemacht in den paar Minuten. Kommen wir noch zu. Ja. Also Chapeau an Leon Goretzka für diese Leistung heute. Das war ein super starkes Spiel und er hat gezeigt, dass er dieser Mannschaft noch was geben kann. Und wenn er immer so eine Leistung gebracht hätte, dann müssten wir auch nicht über Leon diskutieren. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ob es Spielzeit gibt für ihn die nächsten Wochen. Wenn, dann müsste man einen Kimmich aussortieren. Wenn man sich die Form von eines Pavlovic, eines Goretzkas und eines Kimmich anguckt, wenn Leon dieses Spiel wiederholen kann heute, weiß man natürlich nicht. Ja, vorher war Leon auch immer sehr schwach. Dann wird es langsam eng für Kimmich. Muss man auch mal sagen. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Lennart Kahl. Ja, Lenny, heute viel Licht, viel, viel Schatten.
Ja, also ich habe vieles gesehen, was wirklich gut war. Ich habe vieles gesehen, was richtig schlecht war. Von daher Note 3. Was hat mir sehr, sehr gut gefallen? Das Ackern. Das Machen, das Tun, das mit nach hinten arbeiten. Da war er immer in dem Raum, wenn auch dann nicht unbedingt den defensiven Zweikampf gewonnen. Das muss man auch nicht. Aber er war da. Ja. Ähm, Hat natürlich auch keine einfache Aufgabe gehabt über die rechte Seite. War da ziemlich allein gelassen. Ist halt kein Michael Olise, das verlangt auch keiner. Hat aber viele, viele Bälle leichtsinnig verloren vorne. Zwischenzeitlich so Kombinationsspiel sehr, sehr gut gewesen, so 3, 4 Mal, ja. Und dann wieder so leichte Bälle einfach weggeschenkt, weil man was weiß ich nicht. „Oh ja, ich muss jetzt hier 1 gegen 1, tralala.“ Ja, dann gewinn das 1 gegen 1 auch mal. So, ja. Das war halt leider irgendwie nicht gegeben. So sehr selten, ja. Und wenn dann dieses 1 gegen 1, was keinen interessiert. So das 1:1 in den wichtigen Räumen war dann immer Ball weg. Das war sehr schade, aber ansonsten, ich finde es gut, dass er sich das zutraut und sich das Recht rausnimmt, ja. Das ist ein Learning, so. Ja, das ist völlig fein, nicht falsch verstehen. Von daher auch Note 3. Ansonsten, wenn es um Kombinationsspiel ging, war es vorne okay. Hat ein, zweimal den besseren Mann übersehen, aber hey, wir reden über einen 17-Jährigen, bald 18-Jährigen. Also von daher alles fein. Von daher von meiner Seite Note 3 für Lenny heute. Ja, kommen wir zum nächsten kritischen Fall. Der Bro vom Bro. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, Leute. Ey, vielleicht schwingt meine Antipathie so ein bisschen mit rein. Für mich war das nicht mehr wie eine Note 4 heute. Ja. Ich meine, stellvertretend dafür Mirko Slomka in der 35. Minute irgendwie. Was ist denn eigentlich mit Serge Gnabry? Den haben wir bisher auch sehr wenig wahrgenommen, oder? Ja, das trifft es eigentlich auf den Punkt. So, Serge war 2, 3 Mal mit eingebunden in der Offensivaktion, immer einen guten Kombinationsspiel und das war's. Das war alles, ne? So, er hatte eine gute Szene vorne, die hat er kläglich vergeben, ne? Ähm, Beziehungsweise kam gar nicht erst zum Abschluss, hat schon vorher den Ball verloren. Ansonsten habe ich von Serge nichts gesehen. Gar nichts. Nothing. Null. Weiß ich nicht. Weiß nicht, war er zugegen? Ja. I don't know. Ja, komm, wenn ich Serge eine 4 gebe, komm, ich gebe Josh auch eine 4. Ich revidiere den Josh auf eine 4. Kimmich hat man mehr gesehen, dadurch natürlich mehr Fehler. Gnabry hast du wenig gesehen. Ja. Ich mache beide 4. Die Bros können sie sich beide zusammen auf der Couch setzen. Harry Kane mache ich kurz und schmerzlos heute, Note 1. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln, Alter. Elfmeter super sicher verwandelt gegen einen sehr, sehr guten Torwart. Das zweite Tor, so viele machen den nicht. Ja. Vielleicht sollte ich ihn noch einblenden, ne? Hat er verdient. So viele machen das Ding nicht, was ein Harry Kane da gemacht hat aus dieser Position. Das war schon stark, ja. Und ansonsten heute wieder Harry Kane, wie ich es gerade schon sagte, Sechser, Achter und vorne Goalgetter. Ja, der Mann hat heute wieder alles gemacht. Und das zeigt auch nochmal die Schwäche eines Kimmis, wenn wir ehrlich sind. Ja, tut mir leid, sagen zu müssen. Ja, ich weiß, ich komme immer wieder zurück auf Josh, aber es ist halt so. Ja, wenn Josh da mal ein bisschen präsenter gewesen wäre, ein bisschen mehr ausgestrahlt hätte, dann hätte Harry Kane sich nicht so oft in die Räume fallen lassen. Dasselbe gilt für einen Serge Gnabry, ja, der da natürlich voll mit reingehört. Weil auch der hat es nicht hinbekommen, auch nur ansatzweise mal unser Spiel irgendwie irgendeinen Akzent zu setzen. Ja. Und da muss sich ein Harry Kane halt fallen lassen, damit das Spiel überhaupt mal in die richtige Bahn geht. Also Katastrophe von Gnabry und Kimmich. Und umso besser von Harry Kane halt. Gut, dann kommen wir noch zu Diaz. Ja, Diaz heute. Ja, messen wir Luis Diaz an Luis Diaz. Dann ist es eine Note 3. Ja, hat natürlich eine Torvorlage gehabt. Ja, hat in der 90. Minute da noch angezogen wie so ein Berserker. Ja, deswegen tue ich mich immer schwer, ihm einfach nur eine 3 zu geben, weil das natürlich schon wild war. Ja, er kriegt die 2,5 von mir. Wie gesagt, gerade die letzten beiden, das war einmal 90., einmal 92.
wo er noch einen kompletten Sprint über das ganze Feld zieht und nochmal versucht, das Spiel anzutreiben. Also wild. Ja, jeder andere hätte gesagt, ah, komm, ich trete mal auf den Ball und ich mache mal schön hinten rum und mache mal Eierschaukeln. Ja, war eine Torvorlage, von daher eine 2,5 von meiner Seite. Gut, das war die erste Elf. Kommen wir noch zu den Einwechselspielern, beziehungsweise Jonas Obig hatten wir ja schon mit dabei. Da haben wir jetzt leider keinen, der irgendwie eine halbe Stunde gespielt hat. Von daher können wir da notentechnisch nichts mehr groß benoten. Was heißt groß? Wir können gar nichts benoten. Nichtsdestotrotz gehen wir kurz auf die Spieler drauf ein. Angefangen mit Musiala. Jamal hatte Bock, hat man gesehen. Gerade so die ersten 5 Minuten war er sehr viel, sehr aktiv. Danach war es natürlich so, ja, das Spiel war durch, ja, spätestens nach dem 3:0. Und da hatte dann auch nicht mehr jeder Spieler so den Zug. Wie gesagt, Luis Diaz war dann nochmal da in 2, 3 Szenen, der das Spiel noch ein bisschen angetrieben hat. Ansonsten war es Musiala und Alphonso Davies selber. Von daher nicht ganz so leicht. Hatte ein paar gute Szenen, auch stark mit nach hinten gearbeitet, auch mal das Foul gezogen, also noch die gelbe Karte für abgeholt. Ja, aber all das verlange ich und all das sehe ich von einem Serge Gnabry halt nicht, wenn er auf dieser Position spielt. Also Jamal war ein ordentlicher Auftritt. Man hat aber auch gesehen, dass ihm noch ein bisschen was fehlt, aber hat doch noch eine gute Chance gehabt, ne? Auch von Luis Diaz mit eingeleitet. Ja, war ordentlich. Alphonso Davies, ja, 1:1 dasselbe. Auch die ersten 5 Minuten sehr, sehr präsent gewesen, aber dann auch diesmal heute hinten mal einen Zweikampf gewonnen, ja? Mal nicht, sich austanzen lassen und dass eine Hereingabe reinkam. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, war auch ordentlich wie Jamal. Gut, dann kommen wir noch zu Tom Bischoff, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, ja, weil er gleich, im Gegensatz zu Kimmich, gleich die Bälle in die Schnittstellen gespielt hat und immer entweder steil nach außen oder schön in die Tiefe, ja, und nicht nur quer, quer und nach hinten, ja. Das war sehr gut. Er war direkt auch drin im Spiel, hat direkt das Spiel in die Hand genommen, das Spiel geleitet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schade, dass er so wenig spielen durfte. Zu guter Letzt haben wir Niklas Jackson, ja, der ja dann auch noch sehr, sehr gut das eine Ding weitergeleitet hat. War auch ein sehr engagierter Auftritt von ihm. Ja. So, war in den Räumen, hat im Kombinationsspiel sich beteiligt. Das war für die 5 Minuten mit Nachspielzeit, 9 Minuten oder was, sehr, sehr ordentlich. Ja, muss man auch mal sagen. Gut. Ja, das war's. Gibt nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Ja. Und in diesem Sinne halte ich es heute kurz. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und wir sehen uns Montag im Stream. Und dann ist eine Woche Ruhe. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.